Ja, hey Leute und willkommen zu diesem kleinen Special kurz vor dem 300er Abonnenten FAQ. Und zwar bin ich jetzt schon ein ganzes Jahr auf YouTube. Yay. Und ähm, naja, eigentlich bin ich schon ein bisschen länger drauf, aber am 19. Januar 2011, also genau vor einem Jahr, habe ich das erste Sniper-Tipps-Video hochgeladen. Und ich sehe das so als mein erstes Projekt an, weil vorher habe ich nie meine Stimme aufgenommen, außer beim Bad Company 2 Vietnam Let's Play, das aber nur irgendwie 7 Parts hatte oder 8. Und das war so richtig schlecht, aber wirklich so richtig schlecht. Und ja, also mein wirklich erstes Projekt, wo ich sagen kann, ich finde, das kann man anschauen, sind die Tipps eigentlich. Also genau vor einem Jahr ist von mir aus gesehen mein erstes Projekt hochgeladen worden, das insgesamt schon über 20.000 Klicks hat, wenn ich mich nicht verzählt habe mit allen Parts. Und das ist übel, Leute. Das ist wirklich übel. Ja, als ich das gesehen habe, da war es bei mir im Moment so, wie es diesem Typ hier ging. Yes! Yes! Yo, und eigentlich hatte ich nie wirklich vor, Let's Player zu werden. Eigentlich sollte das mein einziges Projekt werden, in dem ich mit der Stimme rede. Da es aber relativ gut angekommen ist, habe ich dann noch zwischendurch mal ein paar Let's Shows gemacht oder irgendwelche Specials. Beispiele zum Beispiel Breach, ein Shooter, der ziemlich kacke ist, ehrlich gesagt. Ich habe ihn damals cool gefunden, eigentlich ist er aber relativ scheiße. Oder von Minecraft gab es ein kleines Special. Yo. Ich glaube sogar Crysis 2 habe ich ein Let's Show gemacht und dann kam zwischendurch auch eine Montage, wo ihr jetzt einen kleinen Ausschnitt seht. Man kann also sagen, eine meiner ersten Montagen war Black Ops. Das stimmt zwar nicht ganz, weil noch vor den Tipps kam eine kleine Sniper-Montage, wo ich einfach Sniper-Schüsse zusammengeschnitten hatte. Ja, war allerdings alle Videos waren noch im 4:3 Format, weil ich damals noch zu blöd war, um zu kapieren, wie ich 16:9 einstellen kann. Und vor allem, weil ich kein 16:9 Bildschirm habe. Mein Bildschirm ist uralt und 4:3. Ich habe damals nicht kapiert, dass ich es trotzdem auf 16:9 umstellen kann. Und yo, deshalb waren die ersten Videos noch relativ scheiße von der Qualität her. Jedenfalls, was das Format anging. Ja, kurz nach den Tipps, oder besser gesagt mittendrin, nach dem 9. Tipps-Part startete ich mein erstes Let's Play, und zwar Crysis 2. Was ich allerdings nach 12 Parts wieder eingestellt hatte durch, naja, erstmal weil ich keinen Bock mehr hatte und zweitens, weil es mir extrem viele Parts nicht aufgenommen hat, weil Fraps richtig dumm rumgespackt hat zu der Zeit. Trotzdem habe ich viele Videos hochgeladen, da ich nämlich direkt mit Crysis 2 praktisch auch ein anderes Projekt startete, und zwar Sniper Ghost Warrior. Ja, das Spiel habe ich im Schwermodus durchgezockt innerhalb von 20 Parts. Ich denke mal, heute würde ich es in circa 10 Parts schaffen, wenn ich es jedenfalls auf Leicht spielen würde. Ich habe es mal probiert, ich hatte es in 2 oder 3 Stunden oder sowas durch. Ja, Sniper Ghost Warrior kam auch relativ gut an, auch wenn das Spiel eigentlich gar nicht so der Bringer ist. Aber ja, euch hat's gefallen und mir hat's Spaß gemacht. Zwischendurch kamen auch immer wieder mal kleinere Bad Company 2 Montagen oder Videos. Und ja,
Irgendwann entschloss ich mich dann auf ein drittes Let's Play, was dann aber gar nicht Bad Company war, wie ich es zuerst vorhatte, sondern ich habe mich dann doch für Mirror's Edge entschieden, wo ich leider auch sagen muss, nach 3 Parts war bereits Schluss, weil der vierte Part wurde nicht aufgenommen, wieder mal durch Fraps-Störungen, und da hatte ich einfach keinen Bock mehr. Keine Angst, Mirror's Edge wird irgendwann nochmal replayed, oder wie man dem sagen will. Anschließend, nachdem ich das Let's Play abgebrochen hatte, habe ich auf Wunsch vieler Abonnenten noch einen 11. Part zu den Tricks rausgelassen, wo es einfach nur darum ging, ein bisschen die Schwerkraft zu erklären, wie die Kugeln fliegen im Bad Company. Und ja, war dann aber allerdings mein letzter Show oder Tipps und Tricks Part oder was auch immer von Bad Company 2 für eine gewisse Zeit. Ja, dann konzentrierte ich mich hauptsächlich auf Sniper Ghost Warrior. Da gab es eine ganze Reihe an Parts, von denen wirklich nur Sniper Ghost Warrior kam. Und yo, da kam dann schon langsam das 100 Abo Special, schon nach meinem dritten Projekt eigentlich. Und im 100 Abo Special konntet ihr wählen, wie es aussehen sollte. 5 Parts habe ich insgesamt hochgeladen, wobei ich glaube ich einen wieder gelöscht habe wegen Content. Und zwar kam davor Let's Show Brink und wie macht man wie man Kanaldesign erstellt, war noch dabei. Ja, da habe ich einfach ein bisschen Sachen erklärt, die ihr wissen wolltet. Außerdem kam zur Zeit des 100 Abo Special zusätzlich noch ein Brink Review, weil das Spiel halt gerade neu rauskam, ich mich übelst drauf gefreut hatte und auch viele andere. Und ja, ich habe da mal das Spiel reviewed, wie ich es finde. Und ich muss sagen, meine Meinung ist heutzutage gleich zu dem Spiel wie damals. Mit dem Unterschied, ich spiele es nicht mehr so gern, weil es ist für erfahrene Spieler einfach ein bisschen einfach. Ich will jetzt damit nicht sagen, dass ich übelst gut bin oder was, aber wenn man nur schon mehrere Shooter gespielt hat, dann ist Brink nicht so anspruchsvoll. Yo, und dann, nachdem ich das 100 Abo Special abgeschlossen hatte und ebenfalls Sniper Ghost Warrior, hatte ich keine Projekte mehr. Also musste schnell ein neues her und ihr verlangtet mehr Bad Company 2. Also habe ich ein Let's Play gestartet, Let's Play Bad Company 2 Online. Ja, eigentlich das gleiche wie ich jetzt gerade am Laufen habe, nur ein bisschen anders. Damals habe ich einfach nur online gezockt nach Wünschen von euch, also quasi Live-Commentaries. Und nicht wirklich ein Let's Play. Das Let's Play zog sich dann und nach ungefähr 10 Parts war es dann aber auch schon wieder vorbei. Ich habe dafür Crysis 2 weitergemacht, aber auch nur 2 Parts, weil dann eben wie gesagt diese Aufnahmestörungen kamen. Und ja, das war es dann auch schon wieder mit Crysis 2. Dafür gab es dann wieder neue Let's Plays und auch wieder neue Montagen und alles. Zum Beispiel war darunter, das war sogar noch mitten in dem Bad Company 2 Let's Play, da kam Team Fortress 2 Gameplay Montage vom Scout, auch immer noch im 4:3 Format, da war es allerdings, weil ich einen Fehler gemacht hatte und nicht, weil ich es nicht einstellen konnte. Kam trotzdem ziemlich gut an und ja, wurde leider blockiert in einigen Ländern. Jo. Was kam anschließend? Anschließend startete ich bereits das Let's Play Splinter Cell. Und jo, eigentlich war das in dem Moment mein einziges Projekt. Doch nach dem 5. Part Splinter Cell, da hatte ich langsam nicht mehr Bock auf Stealthen, also habe ich gefragt, ob ich vielleicht mal ein ganz altes Nintendo-Spiel Let's Playen sollte, und es handelt sich dabei um Banjo-Kazooie. Das war bisher, würde ich mal behaupten, mein längstes Projekt, ich weiß das gar nicht genau. Ich glaube, das war's, aber das Let's Play bestand aus 33 Parts ungefähr und wurde zu 100% gelöst abgeschlossen
alles cool. Kam gut an, hatte zwar nicht so viele Klicks wie zum Beispiel Bad Company, aber diejenigen, die es angeklickt haben, haben immer positive Bewertungen gegeben, was ich sehr cool finde. Ja, mitten im Banjo-Kazooie Let's Play kam dann auch mal das 100. Video. Die Idee war zwar nicht gerade die beste, die ich da hatte, das lag aber daran, dass gerade frisch ein Special rauskam. In dem 100. Upload könnt ihr sehen, welche 5 Spiele ich zu der Zeit, auf die ich mich gefreut habe, die rauskommen. Und ja, wenn ihr mehr dazu wissen wollt, könnt ihr das Video anschauen. Ist natürlich nicht mehr aktuell. Das Video wurde nämlich am 8. August hochgeladen. Anschließend, nach dem 8. Banjo-Kazooie Part, hatte ich auch wieder mal Bock, und es war auch euer Wunsch, wieder mal Bad Company 2 irgendwas zu sehen, also habe ich eine Montage entstellt. It's My Passion, habe ich die genannt. Ist, glaube ich, auch die Montage, die bisher am besten ankam. Hat 20 Likes, 2 Dislikes, also für meinen Geschmack ist das übelst gut. Und yo, das war's dann aber mit der Zeit mit Bad Company bis eine ganze Weile lang kam kein Bad Company mehr, nur noch Banjo, weil ich einfach richtig Bock auf das Spiel hatte. Viele von euch hat's gestört, aber auch viele gefreut. Aber irgendwann dachte ich dann doch, nee, ich kann nicht nur Banjo bringen, ich bin eigentlich durch die meisten Abonnenten durch irgendwelche Shooter gekommen und durch Tutorials. Also habe ich die neuen Tutorials gestartet, Gmod, wo jetzt schon lange kein Part mehr hochgekommen, oder besser gesagt hochgeladen wurde, wird aber demnächst wieder einer kommen. Ja, und zwar gab es da nur 3 Parts bisher, dafür waren da doch circa 3/4 Stunden Tutorial bei, und zwar war es einfach so ein kleiner Crashkurs. Und ansonsten war ich wieder nur am Banjo suchten, Banjo, bis dann Let's Play Battlefield 2142 kam. Naja, Let's Play kann man es nicht nennen, mehr Let's Show, es hatte nämlich genau einen Part. Ich habe ihn trotzdem oben gelassen und er kam doch relativ gut an bei euch. Ja, dann, aber natürlich wolltet ihr wieder Battlefield sehen. Also, neues Projekt mit Battlefield, den Singleplayer. Ich startete das Projekt Let's Play Battlefield Bad Company 2 Singleplayer im Sniper-Style. Das heißt, ich benutzte nur die M95 und eine Pistole. Zockte aber den ganzen Story-Modus durch. Das war ein relativ kurzes Let's Play. Ich war nach 17 Parts bereits am Ende. Das Spiel ist natürlich auch, wenn man es gewöhnt ist, relativ leicht und auch nicht das allergrößte. Nachdem ich Bad Company 2 eine Weile gezockt habe, kam dann wieder mal eine Runde Banjo, immer wieder Banjo. Doch da hatte ich dann irgendwie keine Lust mehr auf Banjo, aber immer noch auf Nintendo 64 Jump'n'Run. Also kam ein neues Nintendo 64 Projekt, nämlich Let's Play Donkey Kong 64, was immer noch am Laufen ist. Ja, ich habe von Donkey Kong 64 4 Parts hochgeladen und dann eine kleinere Pause gemacht. Dafür kamen wieder mehr Shooter-Spiele, nämlich Bad Company 2 erstmal und dann auch ein bisschen Black Ops wieder und dann wieder mal ein bisschen Bad Company 2 und dann wurde ich dann langsam wieder eigentlich auf die Nintendo-Spiele aufmerksam. Also es war immer ein bisschen Abwechslung drin, aber eine ganze Weile lang habe ich wirklich nur Bad Company 2, Banjo und Donkey Kong gezeigt. Euch hat es trotzdem gefallen und irgendwann fand ich dann Gefallen am Kommentieren. Und zwar am 2. Oktober, also 25 Tage vor Battlefield 3, habe ich angefangen mit Bad Company 2 zu
kommentieren. Ja, was mich besonders gefreut hat an den Commentaries, ich habe das einem größeren Commentator geschickt, nämlich dem Max FPS, für diejenigen, die ihn kennen, und der hat mich richtig gelobt. Wenn er das ernst gemeint hat, dann fühle ich mich jetzt übelst cool. Nee, Spaß, natürlich nicht, aber ich habe mich da wirklich gefreut, dass er mich gelobt hat. Und, yo, das war eigentlich der Anfang einer neuen Videoreihe. Nachdem ich mein erstes Commentary hochgeladen hatte, habe ich noch kurz Banjo-Kazooie beendet und noch 2 Special Parts hinten ran gedrückt und dann nach 33 Parts war das Let's Play leider zu Ende. Tja, das war wirklich in meinen Augen das erste Spiel, wo ich sagen musste, leider. Ich wollte wirklich noch weiter spielen, ehrlich gesagt, aber es ging nicht mehr, das Spiel war zu Ende, zu 100%. Es gab wirklich nichts mehr. Ich kann mir gut vorstellen, irgendwann mal ein Re-Let's Play zu machen, das heißt nochmal ein zweites. Mal gucken, vielleicht, wenn ihr wollt, mache ich irgendwann nochmal eins. Da ich jetzt erfahrener bin und doch ein bisschen mehr, auch denke ich mal Skills kann man sagen, habe, würde das dann wahrscheinlich besser werden. So, nach Banjo-Kazooie habe ich erstmal wieder ein neues Commentary hochgeladen. Und zwar, weil dazumals in den Sniper-Tricks Video übelst geflamed wurde, ich sei ein Camper und alles, da musste ich mich natürlich wehren. Also habe ich da ein Commentary zu erstellt und yo, bis jetzt sind nicht mehr viele Beleidigungen oder was auch immer reingekommen. Tja, nach diesem Commentary hatte ich aber wieder mal eine Idee, und zwar starten wir doch das erste Blind Let's Play, und zwar war das Limbo. Ein kurzes Spiel, ich habe es nach 11 Parts insgesamt abgeschlossen und ja, ich bin doch das ein oder andere Mal stecken geblieben, aber insgesamt hat es doch ganz gut geklappt. Der Singleplayer von Bad Company lief aber immer noch, ich war immer noch da und in dem Moment kam wirklich nur Bad Company. Entweder ein Commentary vom Multiplayer oder ein Singleplayer-Part. Und da war es dann endlich mal so weit, dass ihr auch mal wirklich die Möglichkeit habt, mit mir zu zocken. Und zwar startete schon bald das Special Goodbye Bad Company 2, da ja Battlefield 3 bald rauskam. Das Special startete zwar erst nachdem Battlefield 3 draußen war, aber ganz ehrlich, ich hab's richtig cool gefunden, es hat richtig Spaß gemacht. Und ich glaube, seither spiele ich auch wieder mehr Bad Company. Das heißt, eigentlich nur die ersten 2 Tage habe ich übelst BF3 gesuchtet und dann war schon wieder Bad Company dran, da mir das einfach besser gefällt. Naja, zwischendurch kam dann auch mal ein Let's Show Star Wars Battlefront 2, weil ich da irgendwie wieder mal Bock drauf hatte und ich dachte, ich könnte gleich mal ein Video zumachen. Und ja, hat einigen doch ganz gut gefallen, wenn da nicht dieser Dislike-Bot wäre. Aber naja, kann man nichts machen. Und da hatte ich eigentlich nur noch ein Projekt am Laufen. Bad Company 2 wurde nämlich kurz vor dem Let's Show abgeschlossen, also lief nur noch Donkey Kong 64. Also das einzige, was noch auf meinem Channel quasi kam, waren Infovideos, Donkey Kong 64 und Commentaries. Doch da kam dann eben das Special. Ich habe alles vom Special aufgenommen und hochgeladen. Das ganze Special dauerte insgesamt 4 oder 5 Stunden, ich weiß es nicht mehr genau. Und es wurde dann doch in insgesamt relativ viele Parts geschnitten, nämlich in 11, und standardmäßig war ein Part eine halbe Stunde lang. Das heißt, ja, wirklich etwa 5 Stunden. Und da war dann halt auch schon Battlefield 3 Zeit. Battlefield 3 Commentaries kamen, Bad Company Commentaries kamen, einfach nur noch Battlefield Zeit. Allerdings am 23. November, da, also quasi einen Monat fast schon, nachdem Battlefield 3 draußen war, da brauchte ich dann doch wieder ein bisschen Abwechslung, und weil ich Lust drauf hatte, habe ich ein richtig langes Spiel Let's Played, nämlich Super Mario Land, 2 Parts, und es war vorbei.
Insgesamt ein bisschen mehr als eine halbe Stunde Spielzeit und tja, einige wissen, was das bedeutet. Am 26. November kam ein Video, eine kurze Videopause. Und zwar habe ich da drin gesagt, ich mache eine Woche Pause. Und diejenigen, die aufgepasst haben, 26. plus 7, da ist schon der nächste Monat. Und was war im Dezember? Genau, der CB Adventskalender. Jeden Tag ein neues Türchen, eine halbe Stunde Gameplay von einem anderen Game. Ich habe zwar zwischendurch mal nicht geschafft, ein Part hochzuladen, habe aber insgesamt alles nachgeholt. Darunter waren Spiele wie zum Beispiel Shooter, wie zum Beispiel nochmal Crysis 2, da habe ich aber mich übelst aufgeregt. Dann war auch dabei Borderlands, ein bisschen Call of Duty, Worms war sogar dabei, oder sogar Super Mario 64, also ganz verschiedene Spiele. Zwischendurch auch mal schweizerdeutsche Videos, weil das auch einige mal hören wollten. Und sogar Black Ops war dabei. Und alles mögliche eigentlich. Resident Evil hatte ich auch mal drin. Counter-Strike, Star Wars Battlefront nochmals, Mirror's Edge. Also alles mögliche. Könnt ihr auch mal vorbeischauen. Am 24. haben wir dann, und ja, ich sag bewusst wir, eine kleine Überraschung für euch hochgeladen. Nämlich kam am 24. ein Dual Commentary mit dem Taz vom Taz Gamer TV. Und zwar haben wir darüber diskutiert, was besser ist, MW3 oder BF3, weil Taz ist halt ein bisschen der Call of Duty Spieler, ich mehr der Battlefield. Und wir sind beide zum Schluss gekommen, kein Spiel ist besser, es kommt eindeutig auf den Geschmack an. So, dann am 29. Dezember kam eine Nachricht, ich habe eine PS3. Ja, ich habe mir wirklich über Weihnachten eine Playstation geholt und habe das bekannt gegeben nach meinem Gamer-Tag oder meine ID besser gesagt. Und glaubt mir, viele haben mich geaddet. Insgesamt habe ich glaube ich schon über 15 in der Freundesliste innerhalb von ein paar Wochen. Naja, egal. Jedenfalls kann ich dazu schon mal kurz sagen, ich bin bei der PS nicht so oft online. Und wenn ihr mal seht, dass ich Skyrim zocke, kann es auch gut sein, dass es mein Bruder ist oder irgendwer, weil wir teilen uns den Account, weil ich sinnlos finde, 2 zu machen, ehrlich gesagt. Aber ja. Nachdem ich das mit der PS bekannt gegeben habe, habe ich noch ein kurzes Feedback oder einfach ein bisschen in einem Commentary erzählt, warum ich Bad Company 2 einiges lieber spiele als Battlefield 3. Und ja, also für alle, die es interessiert, ich verlinke das Video jetzt hier mal kurz. Und da könnt ihr es sehen. Und dann kam dann auch schon das 200 Abo Special, was schon monatelang, wirklich richtig monatelang verspätet kam. Den ersten Part musste ich löschen und neu hochladen auf Clipfish und Rapid Share und alles. Und beim zweiten Part hat, so wie es aussieht, einigermaßen funktioniert. Trotzdem habe ich es zur Sicherheit nochmal auf Clipfish und auf Rapid Share hochgeladen. So, da habe ich auch noch einen 2012 Trailer gebracht, wo ihr seht, was euch in 2012 halt erwartet, was für Projekte, Let's Plays und alles. Kam auch gut an und hat, glaube ich, aber ein bisschen gegen Content verstoßen, aber naja, hat trotzdem geklappt. Und schon kam dann halt auch schon die Ankündigung für das 300er FAQ, was jetzt eben bald folgt. Also freut euch schon mal drauf, ihr könnt immer noch Fragen stellen, einfach das 300 Abo Special, die Ankündigungen dazu anklicken und jo. Ja, und da fing dann am 12. Januar wieder langsam an, bei mir auf dem Kanal ein bisschen Leben eingehaucht zu werden. Und zwar kam Bad Company 2 online, und zwar 2 Parts schon mal und ein bisschen weiter von Donkey Kong. Und ich habe noch eine Menge Parts auf Lager, also es kommen jetzt wieder mehrere Videos. Ich hatte nur diese Woche richtig Stress mit Schule und Berufswahl und alles und deshalb hatte ich nicht viel Zeit zum Hochladen, wird sich aber dieses Wochenende wahrscheinlich ändern.
Und ja, da wären wir eigentlich auch schon am Ende von meiner äh, ja, Let's Play Karriere, kann man sagen, bis jetzt. Die aktuellen Werte von meinem Kanal, da bin ich sehr zufrieden mit. Insgesamt habe ich 9600 Kanalaufrufe, insgesamt 80.000 Upload-Aufrufe, also wirklich von mir aus gesehen übelst viele. Dann habe ich 308 Abonnenten und insgesamt beendete Projekte sind es doch schon 5. Dazu kommen immer wieder Let's Shows und kleinere Projekte halt. Naja, wenn man das kleine Super Mario Land Projekt zählt, dann sind es sogar 6. Da habe ich wieder ein paar Endlos-Projekte halt drin. Und ja, bis jetzt abgebrochen. Wirklich abgebrochen, sodass ich es nie mehr Let's Playen werde. Zum Glück nur Crysis 2. Mirror's Edge wird wieder mal kommen. Und Splinter Cell wird irgendwann auch fortgesetzt. Und ja, in diesem Jahr kommen viele Spiele, auf die ihr euch freuen könnt. Battlefield 3, Dead Space, Bulletstorm, alles mögliche, alles im 2012 Trailer. Yo. Außerdem haben mich auch schon wieder Leute gefragt, ob ich vielleicht wieder mal neue Tipps geben könnte zu Bad Company, weil ich ja jetzt erfahrener bin. Habe ich mir auch schon überlegt. Muss ich mal gucken, ob ich das mache. Und ja, vielleicht wird es irgendwann Tipps geben. Also freut euch schon mal auf dieses Jahr, das letzte Jahr. Ich war super zufrieden damit. Ich habe auch viele Kontakte geknüpft mit anderen Let's Playern oder Kommentatoren oder einfach allgemein mit anderen Zockern. Also freut euch wirklich auf ein neues Jahr. Ich denke mal, es werden auch zwischendurch vielleicht schweizerdeutsche Videos kommen. Und ja, ich denke mal, das war's. Hat doch etwa eine halbe Stunde gedauert und yo, freut euch auf ein super Jahr. Bis dann.